So guten alle, was kommen jetzt da rein zum Zimmer. Wir reden nun, mamisch mit 2-3 Minuten rum. Dabei seid begrüßt, spürt sich bequem. Ihr könnt sich grüßen in Schmusskästel, einer der zweiten. Weil, als mir wartet, dass der Eulem soll reingehen, will ich euch öfter mitbeweisen in den Ekran. Ich weiß nicht, ob alle wissen, aber Professor Shimon Neuberg, eine von seinen beliebten Sachen, ist zu stützen, Kinder sollen lernen Jiddisch. Er hat gemacht einen YouTube-Kanal, wie ihr kennt, lernen jüdische Bücher auf Jiddisch. Ich will es mitbeweisen, aber nicht mit der Ekran. Fahren wir jetzt dann offiziell, ich weiß, mir geht mich nicht reden wegen dem, aber der Oilem soll vielleicht können geben einen Blick in einen neuen Abend derweil. Also dank sehr für die Reklame für dem Kanal. Dieser Kanal, wo es geschieht, nicht in Sache. Also ja, da können alle abonnieren dem Kanal und wir werden sehen nicht weil lastigen mit einer Meldungen, also es kommt noch etwas und noch etwas, weil es tut sich sehr winzig. Ich bin in dem abhängig von meiner Tochter, was macht die Technik und was ist viele da dachte sich nicht dabei. Aber ich sehe nicht, es sollen sein, dass auch Kinder da, das ist die Zielgruppe, ist nicht sehr stark vertreten. Woher sind hier Brillen, meine? In die Häuser gut, so, ich will aufhören beweisen. Ist gut, a guten Shalom Aleichem. Mein Name ist Ali Benedikt und ich bin der Programmdirektor bei Jiddisch Liga. Und wer sie weiß schon, das ist 2 Minuten zu reden wegen der Jiddisch Liga. Die Jiddisch Liga Ziele wird offiziell in Jiddisch wie eine moderne, in lebendige Sprache, in mutigt Menschen, als wir sollen reden Jiddisch in einem tagtäglichen Leben. Jiddisch Liga geht auch aus Journal mit Nummern Eufenschwell. Der letzte Nummer ist gewesen wegen Konferenzen. In Neubüro ist noch nicht. Bitte, geht kaufen. Sie machen frisch von Druck. Aber ich dachte, ich bin mit 2-3 Wochen zurück. Heute ist zurück, öfter. Und der Weg zu kriegen, muss sie sich einschreiben zu sein, ein Mitglied von der Jiddisch Liga und danach bekommt man das automatisch. Wenn man verschreibt sich, lässt man die Adresse und dann bekommt man das. Ist ja, wir geben noch ein Journal, Wörterbücher, Lernbücher, in andere pädagogische Materialien, das helfen euch, sich zu auslernen, eine einseitige Jiddisch. Wir halten geseiderige Programme, also wie Itzter, wo wir reden auf verschiedene Unionen, wenn wir gehen zu Jiddisch, auf Jiddisch, auch auf andere Themen. Wir verbeten euch die Stützen der Jiddisch Liga, wird ein Mitglied, und stützt die einzige jiddische Organisation, wo es halt alle ihre Unternehmungen auf Mameloschen, was das ist ja eine seltene Sache in der jiddischen Welt, also wie ihr weißt doch. Viele als mich stets Jiddisch ist es einmal auf andere Sprachen. Ja. Gedeiht zu sehen, alle unsere Produkte, Bücherwerte von der Woche noch, könnt ihr es treffen auf leagueforjiddisch.org, leagueforjiddisch.org. In alle unsere friedige Programme könnt ihr doch euch treffen dort und ihr könnt es euch treffen auf unserem YouTube-Kanal. Was ist League for Jiddisch? Aber euch beschreibt Jiddisch Liga auf Jiddisch wird ihr euch umgehen. Ist gut. Eintut man a größe sich jetzt. Sie reden mit Professor Shimon Neuberg. Ich habe sehr stark gewollt, dass er soll kommen zu unseren Programmen. Und das Ziel ist, weil wir auch machen gewesen zu reden ein bisschen, nehmen ein paar Lektien und basisch zu rufen eine Serie zu nicht, aber das ist schon die zweite Lektie, die zweite Interviews, nicht mal eine Lektie, was wir gehen reden auf die Themen der Onib von Jiddisch. Und der erste Lektie ist gewesen mit Dr. Erschli Gläser, wo dort hat man geredet mehr von einer linguistischen Standpunkt und jetzt geht mir reden mehr von einer literarischen Standpunkt. Ja, in der Name von der Lektie ist der Onib von Literatur auf Jiddisch. Wir sagen 2 Wörter auf Professor Shimon Neuberg. Er ist ein Franzose, er ist geboren in Marokko. Das ist selten. Er lernt Jiddisch in Trier Universität in Deutschland. Und er forscht die Geschichte von der jiddischen Sprache in Literatur. Oder ist in ein Buch wegen Epidemien in Spiegel von älteren jiddischen Texten. Das ist auch in 2021 auf Deutsch. In der hat Artikeln auf Sachsprachen, auf Jiddisch, auf Englisch, auf Deutsch, auf Französisch. In der interessante Sache, also er arbeitet mit der Sachwörterbücher. Ja, Kimat auf der letzte Wörterbücher von der letzten Jahren, Kimat auf jeder Wörterbücher, könnt ihr treffen seinen Namen via Schutef oder via Mitschreiber oder Redaktion oder etwas, oder zu tun mit jeder Wörterbuch, was geht heraus.
gut, ist ein geht mir reden bei Iker auf der Onik von Literatur auf Jiddisch, aber wir wollen, der Onik von Literatur auf Jiddisch redet doch ein bisschen wegen Altjiddisch, Mitteljiddisch, ist ja ein bisschen Themes, was wir schon geredet in der friedige Lektie von Dr. Erschel Gläser. Aber ein Topic haben wir können reingehen, in geben wir einen Guckwinkel von der literarische. Ist ein guten Professor Schiemann. Also gut, weiß nicht, es ist wem es meine Rei, aber ich will euch begrüßen, alle, was sind gekommen. Ich bin erstaunt, dass es das eine große Rolle. Ich sehr sicher gekrogen in Schmues ein paar einzige spezifische Begrüßungen. Ich habe nicht geantwortet, aber weil ich kann nicht machen zu viele Sachen mit einmal. Aber ich habe sie gelernt und ich danke euch alle. Und ich danke euch für die freundliche Präsentation. Ich weiß nicht, wie viele Menschen haben gearbeitet in Hintergrund zu organisieren die Sache, aber ich komme sie alle Dank. Ich bin euch gewesen sehr erstaunt wegen dem schönen Affiche, was man zugegräht mit dem Kuhbuch. Wie man wollte gewusst, dass ich auf Punkt geschrieben einen Artikel wegen dem. Das ist übergetrieben geschrieben, habe ich den Artikel mit 12 Jahren zurück. Und heute ist auf Englisch, der scheint mamisch die Woche, ob meine Informationen stimmen. Ich hoffe, aber als Software wird man ihn sehen. Und ich wollte gekannt reden wegen dem Kuhbuch schon noch einander. Aber wir haben andere Sachen. Hast du schon gestellt eine Frage? Noch nicht. Ist danke, dass in der Zeit sie eben öfter. Ich gewollt euch, ja. Ich gewollt euch zugeben, wegen die Wörterbücher, als zum Glück, der scheinen euch einmal Wörterbücher mit Sprachen, mit welchen ich habe gar nichts zu tun. Und was ich kann nicht, berufen mitarbeiten. Ich will noch sagen, der Seder von der Lektion, was sie geht sein. Ich versuche auch geredet darum, ich dachte mit 10 oder 12 Frages. Erste zwei sind mehr machen Asikum zusammenstellen, alles auf dem Gerede Friedike Lektion mit Dr. Erschel und Professor Schiemann will etwas sagen wegen dem. Ich will euch rufen Schiemann, ja, das ist gut. Ja, so ist und danach will mir darüber gehen mehr zu Fragen, was wir haben noch nicht geredet wegen dem, wegen Altjiddisch, wegen Literatur und so weiter. Und danach will mir öffnen das Mikrofon und lassen der Eulen fragen Frages. Ja, in der letzten 10, 15 Minuten von der Interview. Der Interview können wir schon mit 15 Minuten. Ja, sie werden sich wie heißen an der Themen und wie viel will man weiterreden. Gut. Die erste Frage ist, lass mal gehen zu der heiße Kartoffel, wie man sagt. Wie alt ist Jiddisch und von wann weiß man, wie alt ist das? Also, es ist nicht poschet zu sagen, wie alt diese Sprache, ja? Und ich meine, also, das letzte Mal, wenn hat Herschel geredet, das ist mir gewesen mit der Heudisch zurück, hat euch verantwortet die Frage und hat gesagt, Jiddisch ist eine recht 1000 Jahre alt, schon relativ lang, was man rechnet, eine recht 1000 Jahre. Und kein besseren Entweder kann ich euch sicher nicht geben. Wenn man rechnet, also die erste Werte, was wir vermogen geschrieben, hat man zwischen Raschis Lazim, was hat tut's jiddische Werte zwischen sie, ist halt man schon gemacht bei 1000 Jahren. Bei Weinreich gibt man nun um 900, dachte ich. Das ist noch ein bisschen mehr. Aber von wenn an kann man das anrufen als Sprache, das kann man nicht bestimmen fest. Was ist aber interessant zu wissen, dass lehrlich in derselbigen Zeit werden alle europäische Sprachen mehr winziger selbstständig. Sie weisen sich euch nicht bemäß früher. Der Unterschied ist, was die romanische Sprachen haben sich entwickelt von Latein, die Menschen sind nicht schön gewöhnt. Bei Jiddisch kann man ist abhängig von dem, also sollen sein jiddische Keiles in Kontakt mit germanischen Sprachen. Also erst wenn sie beweisen sich, kann man sich richten. Also die Sprache wird sein oder wird werden. Und man hat einen Ansprache historischen, zu sagen, dem Molton kann sich etwas anheben und kann werden. Unsere Sprache. Haben wir ein Glück, das man hat relativ oft mit Jiddisch. Also wie bald wir sind da
in Sprach, was hat genascht bei romanischen Sprachen, bei Germanisch, bei Deutsch, bei Loschen Koidisch und bei Slawische. Lechoines als Sprachen, was sind sehr gut ausgeforscht, ist, haben wir die Möglichkeit zu erklären Sachsachen. Oder man kann nicht erklären, kann man kurz sagen, na, sie nimmt sich von dem, sollen sie erklären. Ja, kein Sach mehr kann ich nicht sagen wegen dem wie alt. Ich halte mit Herrschlein. Und ich stelle sich vor, als dem Adress von dem früheren Schmues mit Herrscher Gläser hat man euch gegeben, Schmueskestel, und das alle haben das. Ich kann uns bald zuschicken, aber ihr habt eine Verbindung ins Nachgehen auf YouTube, was habe ich jetzt dargestellt in der Schmueskestel, in dort könnt ihr treffen, Erschels Lektie-Tage. Ob ihr will sich erinnern zu dem und ihr darft. Ob sie interessiert. Ich sage weil ich habe sie euch verfehlt und ich habe sie später erst gehört. Ja. Ist öfter die zweite Frage, was mir am rumgerät in erste Lektion und ich will noch dazu wissen, was ihr tracht wegen dem. Ist mir umgerät wegen der Platz, wo Jiddisch stammt. Ja. Ist mir umgerät wegen es ist da ein paar Deyes, wo es wird angeben stammen. Der Iker Deyes ist öfter rund Teich Rhein. Und dann ist da eine Idee, was sagt darum der Teich Danube, aber beide sagen Deutschland. Ein Teil sagen, dass sie angeben in derselbe Zeit, oder sie angeben in zwei Plätze, sie angeben in öfter mehr Russland vereint, was mir ruft das, mehr in slawische Erde, und sie angeben noch in Deutschland, und dann damals einer hat gewirkt, der zweite, und sie hat sich zu neu gegossen zu einer Sache, was heißt Jiddisch. Wir haben die Idee, dass sich angeben, öfter in der Gegend von der amalige Eretz Knan, was ist gewesen, was ist öfter Tschechei, ein bisschen ein Teil von Ungarn, ein Teil von, ja, also in jener Gegend, unter Deutschland, ja, ein bisschen unter Deutschland. Und ich weiß, sie da öfter noch ein Schitter, was sagt, dass klar, alles kommt von den Slawen und von den Turken und von den Slawen und von den Kusaren, aber ich meine, das ist eine Idee, was ist ein bisschen abgefragt geworden mit der Zeit. Also ich will erst noch dazu, zu wissen, ob ihr tracht euch dasselbe und ob es noch ein Schitter. Ja, euch zu der Frage wollte ich gesagt, Erich, das, was die meisten von uns haben schön gehört von Herrschel Gläser. Ich halte mit Max Weinreichs Theorie, was der erzählt, die Geschichte von Jiddisch von Meirev auf Mizrech und was hebt dann beim Rhein in die Kehilles, was sind wie zum frühsten bekannt geworden euch in der Geschichte. Ich wollte es gesagt, vielleicht nicht so heftig wie Herschel, und dafür will ich nicht zu lange breien wegen kein andere Theorien, weil ich halte, dass sie haben nicht gehabt, dass sie sind nicht seriös, es ist nicht gedei, sich zu begehen mit sie zu lang. Aber, weil ihr fragt schon, will ich euch sagen, dass Weinreich hat genutzt, als was man kennt von den Sachgebieten gebringt in sein monumentalen Werk, die Geschichte von der jiddischen Sprache. Und in der ist Nerot verantwortlich auf kimat alle Theories, was sind aufgeschwommen sind demult, euch mir weiß, wie zu lesen das Buch. Und ich rekommendiere sehr stark zu lesen das Buch. Jeder mir tut etwas anderes. Herschel, was hat es nicht übergesetzt auf Englisch, er hat es herausgegeben und er hat gemacht einen Index. Und mit dem kann man gefunden alle Themen, so mit Hotzfakes, kann man, wie gesagt, die Entfers auf alle Sachen, was gewisse Menschen meinen, also sie können mit dem Abfragen Max Weinreichs Theories, das ist schon gewöhnlich bei ihm. Keine Sache, logische, neue Fakten sind nicht zugekommen, sind dem Werk von Max Weinreich. Oder, ich will nicht sagen, dass in den letzten 50 Jahren hat man gar nicht getan. Man hat analysiert spezifische Werke, man hat die Arbeit von Max Weinreich ist in einer größeren Maß programmatisch. Man hat gefolgt dem Programm und so bestätigt das, was er hat gewusst. Er hat schon gelernt, sehr altjiddisch. Ich will noch sagen, wegen welche moderne Theorien, was er hat der Mond,
ist, als nicht nur, was sie nehmen nicht gut in Betracht, das, was es steht schon bei Weinreich und bei gewisse von seinen noch Folgers, nur sie nutzen oftmals nicht die älteste Mekeuren, was wir haben. Wir wollen heint reden wegen der Literatur und das, was wir können sich lernen von die älteren Texten. Und von welcher Sprache wollte man geprüft schreiben die Geschichte nicht gucken dich, was sie nennen die früheste Texten, was wir vermogen. Ist für keine europäische Sprache macht man das nicht. Aber man hat sehr stark den Eindruck, dass bei die Theorien arbeitet man gar anders. Als Menschen, wenn wir anhaben, die bayerische Theorie, das ist Menschen, die arbeiten typologisch. Sie vergleichen Klarjiddisch, gewöhnlich von Heint, und dem bayerischen Dialekt von Heint, und sie finden Ähnlichkeiten zwischen beiden, meinen sie, es ist allemal gewesen so. Aber von typologischen Ähnlichkeiten kann man gar nicht dringen wegen der Geschichte. Ist, wenn ihr wisst, dass Sprachen, was sind einmal, was haben einmal gehabt, eine komplizierte Morphologie, Deklinatio, Konjugatio, und während das an, so, kennen euch Typologen sagen, als Englisch, ist geworden, eine isolierende Sprache, hey Chinesisch, aber von dem ist nicht gedrungen, als Englisch ist relaxifiziert Chinesisch oder verkehrt. Aber lassen wir besser euch sagen, was ihr tracht, wegen der bayerischen Theorie, was ist, laut mir, unlogisch. Mit dem Prat, also, wenn ihr fragt bei einem Germanist, bei einer von deutschen Dialekten, und ihr guckt, wo ist der germanische Element von Jiddisch auf der dialektologischen Mappe von Deutsch. Also, erstens, das, was sie so mit tun, auf, lassen wir sagen, Mizrach-Jiddisch in dem germanischen Element, in alle unsere modernen Dialekten, ist nicht so energisch zusammen auf der Mappe. Aber die erste Sache, was bei den Dialekten wollte man angeguckt, wenn man sucht auf der deutschen Mappe, ist der Zustand von den Konsonanten, von dem so gerufenen zweiten konsonantischen Überruck. Ja? Der, was macht das auf Jiddisch und auf Deutsch sagt man 10, aber auf Englisch und Holländisch sagt man 10, und auf Latein sagt man Decem, also der D ist noch vor dem ersten Überruck, der T ist noch ihm und der C ist noch dem zweiten Überruck. Ist der Zustand ist der erste Reifen zu kategorisieren, die drei größten Gebieten von die deutschen Dialekten, und der Jiddisch ist ganz klar auf der Mappe in dem zentralen Pass, in Mitteldeutsch, nicht in Eberdeutsch in Bayern. Sie ist, die Teile, was ich habe, ist, für was sagen sie das nicht? Für was erklären sie uns nicht, wie es kann sein? Sie meinen, es ist bayerisch, wenn der samme grundige Fakt von Dialektologie stimmt nicht zu dem. Wir wollten uns gedacht, geben eine Erklärung. Ist, oder sie wissen nicht, wegen was sie reden, oder sie wissen, sie sagen uns nicht, sind sie nicht ehrlich. Und das rede ich nicht wegen die Relaxifikation, welche ich habe früher Merames gewählt. Ist der Hauptargument oder die Hauptteile ist, lassen wir gucken in die alten Texten, lassen wir sie nicht ignorieren und lassen wir von dem prüfen, dringen, was ist geschehen. Und wie gesagt, Max Weinreich hat es getan. Er hat gekannt die Dialekten, er hat gekannt die moderne Sprache sehr gut und er hat gelernt die alten Texten. Er ist nicht gewesen der Erste, er ist nicht gewesen der Letzte. Alle kennen es von Jiddisch, was haben eine Husch für Sprachgeschichte und was lernen altjiddische Texten, der kennen ganz klar, als das ist sehr Sprache, als das ist Jiddisch. Was darf man ausforschen? Und mit dem wird man das dann schön mit der dritten oder mit die kommende Frage Savad. Ja, da geht man rein zu der Frage, was das ist öfter die Iker von der Lektion 1. Lassen wir reden eine Minute wegen der ersten Texten, was sind voran in Jiddisch, und ich will es erst abteilen
Der erste Wörter, ich will geben eine kleine Akdome, seit wenn ich Moidia gewesen auf der Lektie und hab ich gelernt, ein Teil von Artikeln von Professor Schiemann Neuberg und ich habe gelernt Artikel in Französisch wegen Rosh Chodoshim, der Namen von Monaten von Chodoshim, auf geschrieben auf Jiddisch, ich weiß nicht, ob ich kann das in Jiddisch, das wird Schiemann sagen, aber was sind geschrieben in Adate, was ist vor der erste Satz, was wir wissen, ja? Der erste Satz, was wir haben gerät in der Lektie von Erschel Gläser, der erste Satz, was wir haben, ist in der Machzer von 1272, und was ich auch gelernt in der Artikel, als Chutz von La'aze Rashi, was ist etliche Wörter, was Rashi der Mond, was ist nicht klar, wenn ich das geschrieben geworden, wenn hat das Rashi geschrieben, oder wenn ich das geschrieben geworden, noch Rashi's Zeiten, ist da ein Manuskript, was der Mann, der Namen von der Chodoshim, geschrieben auf Asort Jiddisch. Efter können wir reden ein bisschen, zu teilen der Tshuva auf zwei Chalokim, auf der erste Wörter, was sind da auf Jiddisch, später der erste Satz, später der erste Bücher, was ist mamisch, ein Bücher in Jiddisch, ja. Ja, also die Frage ist wegen die älteste Mekoiren, was wir haben, und hast schon der Mond etliche Sachen, zwischen sie, die Lasem, was Rashi geht, was ist da Ajmenje jiddische Wörter, was sind, weil sie ist Rashi, weil wir wissen, dass auch wegen ihm, wissen wir, dass sie sehr alt. Es kann sehr sein, als Rashis Lehrer haben euch reingeschrieben, ein paar jiddische Wörter, was sind so noch älter, aber sie ist nicht, sie ist öfter noch winziger, öfter 2, 3 Wörter. Die Forscher willen sich nicht annehmen, die nie zu derweisen, dass sie ist sehr, dass es nicht interpoliert später von Überschreibers, was haben sie hereingeschmuggelt. Bei Rashi ist die Forschung gemacht, weiß man, als hat das geschrieben. Ich will euch noch sagen, ein paar Wörter wegen dem 2 Vers, was in Machzer von Worms, ich weiß, dass Herschel hat das schon euch getan und ihr habt gelernt, eine moderne Geschichte von der jiddischen Literatur. Wer tun das der Mond, weil es ist das erste Beispiel von etwas, was ist Literatur. Aber es hat zu tun mit dem, was wir wollen später reden. Sie ist gegrammt und es hat ein Rhythm, man sieht, als es ist da ein Scheiches zu der mittelhochdeutschen Literatur von jener Zeit. Das heißt, es ist da ein Kontakt, ein literarischer Kontakt zwischen Jiden, Jiddisch-Reders, was hören deutsche Literatur von seiner Zeit, von seiner Raum, ich weiß nicht genau, bei welchen Bedingungen, und von die bieten 2 Versen, was in dem Wormser macht, so kann man das sicher nicht dringen genau, aber das ist schon keine Literatur. Und mit dem ist es wichtig. Ich weiß, also wir kennen symbolisch das Oisteitschen, dem Ort von die Oisies, wie Chone Schmeruk hat es getan in die Prokim von der jiddischen Literaturgeschichte, wie Chandler hat es getan, noch im ein bisschen anders, aber ich will das nicht überchasern heint, das wird zu weit, weil mir ist nicht angefallen früher zu reden wegen die Namen von die Chadoshim. Das ist eine kleine Sache, aber wie bald, ich habe es geschrieben auf Französisch, und ich weiß nicht, wer von euch lernt Französisch, weil ich halt kurz sagen, was das ist. Das ist eine kleine Handschrift, was ich finde nicht jetzt im Internet, sie ist mit da. Sie ist in der Nationalen Bibliothek in Paris, und sie haben digitalisiert eine Sache von ihrer Äußeres. Es kann sein, dass ich wollte gewinnen ruhiger und gehabt mehr Zeit, wollte ich sie öfter gefunden. Aber es ist nicht kein Praktiker Xavier. Es ist ein ganz banale, was wir wollten heint gerufen, ein Notizbuch. Ein Notizbuch. Ist, wo er mit Zerot geschrieben, verschiedene Sachen auf Hebräisch, auf Loschen Koidisch. Aber zwischen andere Sachen hat er sich gemacht, Notizen wegen dem christlichen Kalender, was ist, ihr wisst, der christliche Kalender ist sehr kompliziert, sehr verplantet, man weiß keinmal nicht, wann wird sein, welche Date, und es ist da sehr eine Sache, verschiedene Proben zu verstehen, wie das arbeitet, ist in dem Manuskript ist da nicht kein Sachmaterial und nicht kein Sachjiddisch. Das Einzige, was ist da, ist ein Regime von die 12 Chadoshim,
die christliche Chadoshim, geschrieben auf Oisies und die Nehmen sind interessant mehr für der Germanistik, für Germanisten, wie für Jiddisch. Weil auf Jiddisch zu wissen, wie man ruft von die christliche Chadoshim, was ist der Oiftu? Wir wissen von 2 oder 3 Schittes heint, das zu tun, und das ist uns nicht ganz genug. Aber das ist übergenommen von Christen, wie die Christen haben sie angerufen, und wegen dem ist da ein Schlall mit Literatur, aber es ist da 1 oder 2 Wörter, was sind mamischer Surprise in dem Oxaviad. Und Sibbe für was ist euch wichtig, ist, dass wir können ihm datieren genau. Ich habe schon wieder vergessen, aber das ist gar alt. Aber, wie gesagt, das Sprachmaterial ist nicht genau, das was man wollte sich wie zum Giersten gewünschen. Und Literatur, es ist ein Suffix, wir können das anrufen, Literatur. Aber ich habe gemeint, also ich kann euch öfter weisen etwas, was ist, ihr habt nicht der Mund dem Xaviad wegen Losen zu der Oder, was ist eine Zeit irgendwann der älteste datierte Xaviad, was wir vermogen, wegen was Schleime Birnbaum hat geschrieben, ihr kennt das. Es ist nicht uninteressant, es hat euch ein bisschen kalendarische Sachen, was sind interessant, weil man sagt, welche Tage sind gefährlich, was man nicht lassen zu der Oder in gewisse Tage. Das ist etwas, was gefindet sich in alle Texten. Der Text ist übergenommen von direkt oder indirekt von einer christlichen Mocker sicher. Ich weiß nicht, sie auf Deutsch oder sie auf Hebräisch, und das Hebräische ist genommen von einer anderen Sprache, was ich weiß nicht. Aber gewisse Nehmen von die Choges, die christliche Choges, sind da geschrieben mit Wörtern, was wir kennen, teilweise bis heint, und was sind ganz Chikawe. Also das hat eine gewisse Wert. Ihr habt sicher euch gehört wegen die Fragmenten, was man gefunden in Köln. Das habe ich euch gewollt weisen. Wo hab ich das? Ich will euch weisen das Bild, ihr werdet mir sagen, ihr kennt das. Gita guck, ihr habt schon gesehen, als Sache. Es ist nicht ein sehr schönes Bild, es ist das Schönere, das ist in der Messen ein reutlicher Stein, in der Messen ein Schieferstein, und wie man macht, zu decken ein Dach. Aber, als wir gucken, Proven vergrößern, ich kenne nicht. Ich kenne, aber ich weiß, es ist da eine Möglichkeit. Da plus, ja. Ja. Also, jetzt. Ihr guckt genau, seht ihr, dass da ist eingekritzt ein Text auf altfränkische, jüdische Oisies. Und der Text, ihr werdet mir glauben, sie nicht, ist jüdisch. Das sehen wir alle euch, die Störungen bei mir. Ja. Also, wegen dem Text hat Erika Thiem geschrieben, einen ganzen Artikel. Das ist geschrieben auf beide Seiten von dem Stein, was es fällt ein Stücke, das ist gebrochen auf 3 und auf 4 große Stücke fällt. Es ist schwer zu legen, aber es ist euch etwas, was ist sehr verbunden mit der mittelhochdeutschen Literatur. Aber jetzt will ich euch weisen, etwas, was ich meine, dass ihr kennt. Also wir wissen, wie alt ist der Stickelstein? Ja, der Dach. Wir wissen, es ist vor 1349, es ist vom 14. Jahrhundert, es ist ein bisschen jünger wie der Wormser Machser, aber es ist eine Sache länger. Es ist noch relativ begrenzt. In was steht dort? Was ist der Thema? Sie ist am meisten, was wird erzählt auf der Sprache, was ist noch zu Mittelhochdeutsch, oder von dem Deutsch von jener Zeit, aber es ist schwer zu erzählen, die meiste, weil sie gebrochen, wir wissen nicht, wo es hebt sich an, wir wissen nicht, was ist der Sof, vielleicht ist es gewesen, noch ein paar Steine, solche, zu kennenlernen, das Ganze, ist mir schwer, euch zu sagen, was das ist. Ich meine, es ist relativ kurz Material, wir können lange Epossen, können wir nicht schreiben, auf so Öfen, und es ist
Mistome mehr oder weniger witzige Meise mit a Liebschaft und a behaltenem Ritter geht's, aber sehr genau weiß ich nicht. Die Forschung von Erika Team hat herausgezogen, wie viel wir kennen, und sie erscheint in einem Buch, was ich habe früher der Mond in einer englischen Übersetzung, also ihr alle wollen kennen. Ich besucht meinen Artikel wegen dem Kuhbuch, wir finden das euch. Also, wie gesagt, ich habe auch gewollt weisen, etwas, was ich meine, als es sein für alle Menschen an Eis. Das ist ein Manuskript, was liegt in Paris. Was ist, lassen wir sagen, nach. Und ihr seht, als da sehen wir auf einer Seite, das ist im Ganzen auf Loschen Koirisch, aber es ist da in Mikrographie, das so schöne Bild. Was mir seht, nicht gut, weil ich weiß nicht, wie viel, wo man sieht, mehr winziger, man sieht Hint, das läuft herum. Mhm. Ja, Und das sehen das wir. ist, ja, und da sieht man etwas am modne Beschäftignis, was bloßt in der Horn, und man sieht da das Wild, etwas ein Hint, was entläuft für die Hint, was läuft herum. Das ist nicht meine Entdeckung, das ist Michel Garel, was ist damals gewesen, der Konservator von die hebräischen Manuskripten in der Pariser Nationalen Bibliothek. Als in die Körpers von die Hint da steht zu ein Wort, was ist auf Jiddisch. Wow. Das ist, in jeder Hund hat sich ein Wort, es steht Schir, Wille, Kuss, solche Sachen, was Michel Garel meint, also das ist Wörter von mystischen Gefühlen, und was ich meine, das ist die Namen von die Hund. Aber ich habe nicht gekannt erkennen, was für ein Jogenisches geht davor und wer sucht, und die Hint sind mir nicht bekannt von den anderen Mekoirem, jedenfalls nicht zusammen. Als Sache von die Wörter kann man ja finden in verschiedene Berichten wegen Jagd Hint in der mittelhochdeutschen Literatur. Aber ich kann eigentlich nicht sagen, das ist die oder jene Meise, was wir kennen auf Mittelhochdeutsch. Efter ist das eine Meise, was wir kennen nicht. Und Efter hat es zu tun mit, ich meine, wir halten bei Jechasko, hat es zu tun mit dem Moment in Tanach, aber ich weiß nicht, wie er soll. Es beweist aber, Leute, mir euch eine Verbindung zwischen der Erkenntnis von der deutschen Literatur bei Jiden. A viele, wenn man versteht nicht dem Remes, was liegt in dem. Und ich habe auch gesagt, die Date? 1294. 1294, Sof 13. Jahrhundert. Der Xavier hat eine befehrische Date. Also, zu dem ist das auch etwas wert. Ja, seit Meuchel, was ich kann es auch nicht weisen, also ich schön und groß, ich habe gehofft, ihr sollt sehen, wie schwer es ist, zu dechiffrieren, demoltige Oisies, aber ihr könnt es mit Tommy finden, euch ein Feiercomputer, und ein Feiercomputer wird man es ja vergrößern. Ich habe gekannt, bis ihr seid nicht gekommen, wenn ich habe es geprüft, Nächten, hat es ja gearbeitet. Wie kann man das finden? Wie gefindet sich das? Wie heißt der Manuskript? Ich habe da den Katalog, was Garel hat veröffentlicht. Und das ist der hebräische Manuskript 5 und 6. Also stellt sich vor, das ist der zweite Teil, das ist 6. Und von Paris. Ich kann euch zugeben, dem Adress von genau dem Seitel in Chat, ihr wollt. Ja, was nicht. Aber interessant ist, versteht sich zu haben, dem Katalog von Michel Garel, was der Katalog von Michel Garel ist von 1991, es wurde gekannt, schon rein in die kluge Bücher, ja, wegen Jiddisch, meine ich.
Ja. Ja, Und ich will auch sagen, dass ich hab gestellt in der Schmusskessel euch den Text von der Machzer, von Worms, ja, von Wormeise, von 1272. Ich habe gestellt auch den Text, ich habe kopiert den Text von deinem Artikel von der Chodoshim, was der Jahr ist 1247. Und ja, ob ihr sich den Titel kennt ihr treffen, der Artikel müsst ihr mal französisch auf Google Scholars oder, ja, könnt ihr das treffen. Ja. sehr gut. Ich wollte gedacht haben, die Bibliografie von dem Katalog von Michel Garel euch ist, du sagst, dass du hast zugestellt, die Namen von die Chadoshim Oibazoi, weiß nicht, sie alle, nee, ich will das nicht kommentieren. Seid Meuchel. Das ist, wollte ich gesagt sagen, was ist schön, weil ich meine, nicht alle wollen lesen in meinen Artikel auf Französisch, aber es ist nicht kein, größer Anwehr euch nicht. Ich habe auch gewollt, dachte ich, bei der Gelegenheit weisen noch etwas. Was ist der Schives von der Text von der Machzer, was sie hat, ist da bewiesen? Sie nicht kein Machzer, was ist das? Sie ist ein Machzer, was ist der Text, was ist der Xaviad? Es ist der Tanach. Der Tanach, ja. Es ist der Tanach. Nee, es ist bloß, weil sie ist euch gut alt und wie gesagt, es beweist, Leute mir, a Kenntnis von a Verbindung auf der literarischen Front. Also mir hat nicht nur übergenommen die Sprache, nur euch gewusst, wegen, weil wir gehen auf eine Jagd, das ist doch goyisch Nachricht. Ja, es ist nicht etwas, was Jeden haben praktiziert. Sie haben, von wann haben sie gewusst, die Namen von der solchen Hint? Das ist etwas, was ist rein literarisch, Leute. Und bei der Gelegenheit, ihr seht jetzt dem schönen Glossar, das ist der berühmte Xaviad Reichlin 9, das heißt euch Karlsruhe 7, weil liegt jetzt in Karlsruhe und hat gekriegt eine neue Nummer. Was ist ein riesiger Glossar über ganz Tanach, was stammt von herum 1400. Das ist von und das ist Tausender und Tausender solche Glosse. Es ist sehr gedicht glossiert der Tanach. Ich will es nicht lehnen, viel lehnen mit euch, aber ihr seht, dass einmal sind relativ lange Sätzen. Es ist ein Sachmaterial, mit der Mond ist gewöhnlich nicht zwischen die ältesten Sachen, erstens 1400. Wir haben gesehen ältere Sachen jetzt, ja. Und zweitens, es hat nicht kein Date, es ist paläografisch datiert, aber wir können nicht sagen, in dem Jahr ist es gewesen. Und der Oilem hat lieb, wir können sagen, der Machzor 1272, der Tanach mit die Hint 1294, da sind zu der Roder in Köln, hat euch eine Date. Und der Kellner Xaviad mit die Chadoshim, die Date ist euch behalten, aber sie ist versichert. Sie steht da jetzt. Auf einem modernen Mäufen. Wieso wir sind verinteressiert in die Glosses, können Sie euch alle 4 lehnen, aber das ist euch nicht, das ist wieder nicht kein Literatur in dem gewöhnlichen Sinne von Wort. Ich meine, also, Stomme haben wir wegen die älteste Mekoiren genug gesagt. Erst könnt ihr reden ein bisschen wegen der ersten Bücher. Und, die erste ich weiß nicht, ob du willst. Also, das heißt, ihr meint die Epossen, was wir haben, oder die Ich verlege nicht schon glauben, ich weiß, dass Übersetzungen von Tanach hebt uns zu sein ganz von der Text, was ihr jetzt bewiesen, gehen aus der Sache, Übersetzungen, Ivretheit, gehen aus verschiedene, auf Davenen, auf Machzoirim, auf Tanach. Ja, und wir haben eine ganze Übersetzung von der Machzer in Xaviad, noch jeder hat genommen Druckentexten, ganze Tanach-Übersetzungen, haben wir gedacht, sich nicht in kein Xaviaden. Man hat sie gedruckt. Wenn man ja gekannt, drucken und ungeheuben drucken, hat man gedruckt die Teure, die Pchumisch, und später im 17. Jahrhundert hat man gedruckt ganz Tanach.
Aber die Werk, was wir haben, ist erstens wichtig zu verstehen, es ist mehr weniger zufällig, was ist der Gangen zu uns. Also wir nutzen alles, was lässt sich gefunden, zu prüfen, verstehen, was ist gewesen, die jüdische Literatur, aber es ist doch auch Sachen, was sind verloren, was wir hat nicht. Wir haben das Glück als wir. Wir entdeckt einmal von das Nei, ein Buch, aber es bleibt sicher a Blois und a Sachen haben wir nicht. Als sie mir viele in der Zeit, was wir schon gedruckt, Bücher, fehlen uns sehr Sachen. Wir wissen das von verschiedenen Öffnen. Eins ist, dass wo eine Bibliothek hat, ein bisschen altjüdisch, ist eine unikale Sache. Ist, wenn man hat 5 Bücher, ist einer oder 2 sind nicht bekannt und kein anderer mag. Man hat in die letzten Jahrzehnten entdeckt, ich vernehme sich mit Altjüdisch 3, 4, 5 Bücher, was man gewusst, bibliografisch, dass sie existieren, und man hat entdeckt ein Exemplar, mehr winziger zufällig. Wir wissen euch von der Forschung von Gnises. Us ist da, sie schwimmt auf a Gnise mit restlich Papier, ist prüft man identifizieren die jüdische Bücher, von welches ist da Fragmenten, und gewöhnlich findet man neue Ausgabes von Texten, was man gekannt, aber man hat nicht gewusst wegen der Druck, oder man findet Werk, was ihnen Bichlal nicht voran, nicht in Bibliografie ist, nicht in Ergez nicht. Und ihr wisst, mit Stome, als von 1595 hat man Zensurregimes von Mantove, wo es werden verzeichnet, wie gesagt, lange Regimes von die Bücher, was jede Mischpoche hat vermogt. Das zwischen sie ist der Regimes, wo es kommen vor jüdische Bücher, einmal gedruckte, man sieht gedruckt da, man sagt das Ort und das Jahr, und von die alle gedruckte Bücher, das werden da der Mond, und die Xaviaden schon abgerät, ist da, dachte ich, ist da einer, was wir kennen noch lehnen heim. Die anderen sind alle verfallen geworden. Weißt du, sie sind aber gewesen. Ist das Hals, weißt uns, dass wir reden wegen dem, was ist da, aber wir müssen bleiben bewusstsinnig. Also Sachen können wir nicht wissen. Und wie viel wir sollen nicht noch forschen und suchen, es wird bleiben. Das ist unbekannte Sache. Aber die Genres, was wir kennen relativ gut, sind ja von einer Seite übergesetzte Sachen, was sie sehr nutzig zu lernen, weil wir viel verstehen, wie vieles, was man sagt tagtäglich, oder viele die, was man sagt jährlich, will man öfter euch wissen, was da steht, ist, das hat man übergesetzt. Danach hat man übergesetzt, nicht nur die Glosses, von die Glosses kann man einmal rekonstruieren die Übersetzung von dem ganzen Posik, weil alle Wörter sind glossiert, aber später, wie Elliot schon gesagt, hat man gedruckt das. Aber man hat geschrieben originelle Sachen, zum Beispiel die Minogim, die Beschreibung von Minogim, was beweisen sich gedruckt in Italien auf Jiddisch. Sie existieren nicht auf Hebräisch. Und man sagt euch allemal, es ist wie die, ich weiß nicht welche, die Minhogim von dem und jenem auf Loschen Koidisch, aber sie nicht dem, es ist sehr stark anders. Es ist ein Werk für sich. Wir haben die... Ihr meint Sefer Aminogim? Ja. Ich sage Minhogim-Buch, aber ich weiß nicht... Ich meine, es ist auf dem Schallblatt, dachte ich, mir steht Sefer Aminogim oder Aminogim, was ich denke. Ah ja, also wir haben nicht dieselbe Ausgabe, weißt du es. Ja. Also ich lege in dem Fall die zweite italienische Ausgabe, was ist mit die berühmten Bilder, was ihr habt gesehen in jeder Ausstellung, wo es geht wegen jüdischer Geschichte, sind davon die Holzschnitzereien von dem Buch. Reproduktion ist vergrößert, riesig. Also, was könnt ihr sagen wegen Kuhbuch? Das ist die Hille von unserer Lektion. Und ich da, eine Minute. Also, das Sefer heißt mit seinem Namen Kibuch.
neu gedruckt worden, dass jedermann wird gefallen, gedruckt hier in der Stadt Bern. Ihr versteht das Bern, das ist Verone, ja. Nicht wie der Dietrich von Bern, ist euch nicht in von Schweizarie, ist euch von Verone. In Jahr, als man zählt 1500 und, guckt genau, 55 wurden ungeheuben den ersten Tag von Rosh Chodesh Shvat besimen Tov Omen Sela in Haus von Messer Francesco de Ledone. Es ist Tois, a klare Date, ja? Tois und 500. Und unten steht aber von Licenza di Superiori 1595. Und das ist die MS-Date. Weil in Verone hat man, wie hat gesagt, in 1555, nicht auf der Leute dem Christlichen und aber nicht Leute dem jüdischen Luch, nicht gedruckt in Bücher. Es fragt sich, für was es steht also. Und Sachforscher meinen, als sie schon gewinnen früher die Druck in dem Jahr, was steht da. Und als der Bocher-Ersetzer hat das übergenommen und als die Druck fällt. Aber ich glaube das nicht. Ihr wollt wissen, für was ich glaube das nicht. Sag ich so. No, aber. Ich meine, als Deutscher versteht sich, es ist ein Toys. Aber ich meine nicht, dass der Toys ist, als man übergenommen das von der früheren Date zu lieb dem, was es ist nicht möglich, aber man soll da haben geschrieben auf Jiddisch die christliche Date. Man hat gewollt, da schreiben die jüdische Date. Wir haben von Italien etliche Bücher, was auf dem Scharblatt steht, die Date, also ausgeschrieben, auf Jiddisch, wie da. Aber es ist keinmal nicht das christliche Jahr, was das interessiert keinem nicht. Das ist allemal das jüdische Jahr. Und das jüdische Jahr darf doch sein 355. Ah ja? Mhm. Und 5000. Die 5000 gewöhnlich schreibt man nicht, da hat man geschrieben 1000 und man hat geschrieben 500. Ist schwer sich vorzustellen, genau wie der Fehler passiert, aber ich stelle sich vor, als man hat geschrieben, man hat gehabt ein Plonter mit 3 und 5 und als man hat korrigiert und als die Korrektur hat sich bekommen falsch. Statt zu haben 5000, hat man jetzt 500 und die 3 ist verfallen geworden. Also ich bin nicht gewesen dabei in der Druckerei, wenn der Setzer hat das gemacht, aber und ich glaube, es ist gewesen, ein früher dicker Druck, ja, aber in welchem Jahr, kann ich auch nicht sagen. Ja. Ich meine, man kann es von dem nicht dringen. Es ist hier tracht, dass der richtige Date ist, was steht unten, ja, auf Italienisch, 95. Ja. Und Eugen spiegelt auf dieselbe Date, was nicht richtig gesetzt. Ja, die christliche Date ist richtig und die jüdische nicht. Und ein interessanter Fakt von der Forschgeschichte, von der Bibliografie, ist, das Buch ist der Mond geworden in einer Bibliografie. Das Buch ist verfallen geworden, man hat es entdeckt in die 70er oder 80er Jahren. Früher hat man das 100er Jahren gesucht und nicht gefunden in Ergetz. Aber Shabse Bass hat es beschrieben in seiner größeren Bibliografie von hebräischen Büchern und hat geschrieben die Date, was hat gelernt da. Aber hat auch geschrieben den Namen von dem Aroisgebet. Und Steinschneider, der größere Held von der jüdischen Bibliografie, hat schon gesagt, es muss sein 1594, 95, weil wenn hat man gedruckt in Verona, in die Jahren, in die 2 Jahren in der Remis. In andere Sache hat nicht gekannt sein. Kann man sagen, dass das ist die erste Literatur, was ist nicht, wie man sagt, ich weiß nicht, eilige Literatur, wenn Übersetzung von Davenen oder von Tanach oder von Azelache? Es ist schwer zu sagen, wenn das ist geworden, weil ich habe euch gesagt,
man weiß nicht, wann es gewesen die erste Druck, aber es ist sicher, als das Kuhbuch ist früher, man hat es früher gehabt auf Xaviaden. Trotz wir haben sie nicht, wir haben ein Fragment von einem alten Xaviad vom Kuhbuch nicht mehr. Und, aber sicher ist es gewesen relativ populär und verspreit. Früher wie die Druck. Ihr wisst, dass man mit ungeheuben drucken, hat man gedruckt Bücher, was man gewusst, als sie werden sich verkaufen. Und wie hat man das gewusst? Weil man hat sie früher gehabt, übergeschrieben etliche Mal. Ist gewöhnlich, das, was man druckt, ist das, was hat der Volk. Und was hat zirkuliert in Xaviaden von früher. Es ist emes, als das ist adaptiert in einer größeren Maß von Loschen Koidisch dicke Mescholim. Es ist eine Sammlung Mescholim. Wir haben nicht vergessen, das zu sagen. Wir haben gemeint, dass alle wissen. Und die Mescholim sind genommen teilweise von Brechias Mischli Shuolim und teilweise von dem Meshal Akadmoini. Also sie sind adaptiert von einer hebräischen Mocker. Mit dem haben sie eine Schemetz Heiligkeit, ja? Weil sie sind früher gewesen auf Loschen Koidisch. Aber es ist nicht klar, wie genau die Leyeners haben das gewusst. Es ist da ein Überdruck von dem, was ist gedruckt geworden in Frankfurt mit 100 Jahren später, wo es steht auf dem Scharblatt, also es stammt von der Riker von die zwei Mekoiren. Aber auf dem steht es nicht. Wir haben gelernt, was steht auf dem Schar. Sagt nicht, von wann hat genommen. Und es ist euch ein interessantes Buch mit dem, was in dem ist ein Echo von gewissen Mescholim, was sind einmal gewesen populär auf Deutsch. Und was man weiß, ist gekannt auf Oisten wenig. Und es ist verflochten, weil nicht der Meshal Akadmoini. Meshal Akadmoini hat erzählt originelle Mescholim, was hat ausgetragen. Aber Brachia hat übergenommen von den mesopischen Mescholim, was ist bekannt, sind antike Zeiten. Hat es übergenommen von einer französischen Sammlung, hat es übergemacht auf Loschen Koidisch und unser Mechaber macht es über, aber man hat es gehabt auf Latein, man hat sie gehabt auf alle europäischen Sprachen im Grund und teilweise erzählt man ein paar von sie bis heim zu Tag. Und in dem Buch sieht man, als haben sich verflochten verschiedene Versionen, Sachen, die sind genommen von Brachias hebräische Version und ein Echo von Sachen, was man weiß, das ist gewusst auf Deutsch und gekannt von Mescholim Schreiber von Deutschland, was ist heint gut vergessen. Also das ist ein Neuftuch von der Forschung, also man hat ihm erkannt, Leute, die Porschures, was sind da geblieben. Aber es ist sicher, also euch da ist da ein Zuneufwuchs von jüdische und von goyische Versions, was kommen sich zu neu. Also, aber das ist nicht gewesen die Frage. Die Frage ist gewesen, wie viele Sachen, was sind mehr winziger weit von der traditionellen, früher Literatur haben wir dem. Ich meine, dass wir haben noch, aber אז אחרי שאתה אמרתי את בובה-Buch ist friert, nein? Bove-Buch ist friert, nein? Ja, das Bove-Buch ist von 15. Jahrhundert und ist ein Ritterroman, was wir wissen, der Mechaber, Elie Bocher hat das geschrieben und es ist eine sehr witzige Sache, das ist die Ritterromanen für unser modernen Kusch sind gewöhnlich langweilig, ja. Aber Elie Bocher hat das schon bemerkt und hat es witzig gemacht, erzählt distanziert die Sachen und schreibt es in sehr getockte Versen, irgendwelche Motorchen geschriebene Sache und mit der Sachwitz, Sprachwitz. Also sie verschafft Hanoi das zu lernen bis heint, was auf gewisse andere Werk von der Musterliteratur oder darf man eine lange Ausschulung zu haben Hanoi von sie oder sein stark verinteressiert in Sprachgeschichte.
Ja, Sehr ist, schön. wir haben euch, aber das beweist sich später, in dem, was wir haben wir Lieder, was sind einmal übergenommen von Deutsch, das ist Sachen kopierte von Deutsch, was sind nicht zu christlich, aber was sind sicher nicht jiddischlich. Sie sind nicht sehr originell, aber sie sind ein bisschen bearbeitet oder verjiddisch, dafür besser neufen. Als das existiert, wie gesagt, ein bisschen später, war mit Tome, weil es hat sich nicht der Hit. Und was hab ich gewollt sagen? Mir eingefallen noch etwas. Ja, und wir haben historische Lieder. Das ist Lieder, was mit Tome gesungen auf der Gas nach einer Katastrophe, wegen Reife, a Pogrom, a Verfletzung, weiß was, hat gewöhnlich mit sehr, was ist gewöhnt dabei, geschrieben ein lang Lied in Sachstrophes, ist es, und hat geprüft, nicht nur das Singen, nur auch Verkäufen in Heftalach. Ist die kleine Sachen haben eine knappe Chance zu bleiben und zu leben bis heint. Erstens, weil sie sind interessant, wenn man gedenkt noch ein bisschen die Passierungen und sie gehen raus von der Mode und mit einem singt schön etwas anders. Und weil sie sind so klein, halten sie sich gewöhnlich nicht. Es sind ein paar Menschen, die haben gesammelt Bücher, haben gesagt, dass wir sollen haben etwas, weil man nimmt die ganze Zeit etwas 30, vielleicht ein bisschen mehr als solche Lieder, aber sicher sind gewöhnt. Eine Sache mehr, was sind verfallen geworden. Keine Zeit hat man nicht, keine Sache. Und es ist noch so eine Sachfrage, das wir wollen fragen, ist öfter mal konzentrieren zu einer großen Frage, und dann noch will ich fragen, will ich lassen von der Reule entfernen, Frages und spiel sich bequem, ihr könnt das nehmen, ihr könnt nehmen die Frage zum Verbreiteren, zu was ihr wollt. Ich wollte recht fragen, zum letzte Frage, ist, dass es gewöhnlich sie dort zu teilen zwischen Altjiddisch, Mitteljiddisch und moderne Jiddisch, oder vielleicht da noch etwas zwischen. Die Frage ist, was ist anders an jeder Jiddisch eine von der zweite? Ist das mit der Sorten Literatur oder ist das mit der Dialekt oder ist es mit der andere Schrift, andere Dikte? Was ist der Iker Begrenzung, was zu teilt ins de Jahren? Ja, ist öfter kennt ihr reden. Diese Periodisierung von der Geschichte von der Sprache, das ist sehr eine schwere Linie. Ne? Man kann nicht sagen, das ist also, wir wissen große Linien und Max Weinreich hat das sehr gut beschrieben. Aber sagen, wir wissen, der Moschel Präterit ist einmal gewähnt und heute ist es nicht da. Aber ich kann auch nicht sagen, in welcher Zeit es beweist sich der Letzte. In der Messen wird es noch genutzt wie eine Stilisation in der Literatur. Lang nachdem wie in der Gerätersprache ist es sicher verschwunden geworden. Und der Reusred hat sich gebieten, aber das sieht man nicht sehr gut in der Schrift. Und ich habe auch hier gelernt, die Porschures von dem Kubuch, habe ich es vermissrecht, die Sprache. Also ihr sollt erkennen die Wörter bald und nicht haben kein Teines, aber nicht, also hat es geklungen. Aber ich meine nicht, dass ihr wollt das hören. Aber ich habe für euch eine schicke Sache, ob ich kann nachweisen noch einen Text, was ich meine, also es ist nicht genau ihre Frage. Ihre Frage ist gewesen wegen Alt- und Mitteljiddisch. Und die Texten, was ich gebringt, nein, ich habe gebringt nur einem. Aber ihr werdet verstehen, was ich meine, also ich will es nachweisen. Sagt mir, ihr seht das. Das ist ein Seitel von dem Sefer Yosifen, gedruckt in Amsterdam im 18. Jahrhundert. Das ist für eine meiner jüdische gedruckter Sache, es ist relativ spät. Und das ist in der schönere, gewöhnliche Schrift, was man nutzt für Jiddisch bis jener Zeit. Und sagt uns, was. Ich hoffe, dass ich bald getroffen das richtige Ort. Das ist die Meiles von der Sefer an-Nechber Yosifen, gleich wie oben in die Akademie gemeldet ist, was für Schar, das man davon hat, der drinnen Leinen tut. Darum haben unsere Pfarreltern das Sefer übersetzt von Loschen Kodesh in Loschen Aschkenaz.
Der Worten, das meint Kedei. Der Worten, das Itlecher von unser Volk Israel, es sei Mann oder Frau, jung oder alt, soll kennen, wissen zu erzählen, die Gottes Wunder, wie groß das sie sein. Nichts mehr, dieselbige Zeit, wie man hat Josefen hat übersetzt, haben die Aschkenazim gar an ander Loschen gerät, als mir Itzunder reden. Also haben sie es übersetzt in dasselbe Loschen, als sie die Zeiten gerät haben. Und nach der Zeit ist es gedruckt geworden, bei Frankfurt am Main, zu, in dasselbe Loschen. Und durch dem, dass sich die Lescheunes in die Zeiten gar viel verändert haben, nicht allein hier, nayert, bekame Medines, also ist das Loschen von der Sefer gar fremd. Und Echad me 11 versteht es. Und erklärt, dass zu lieb dem hat gemacht eine neue Übersetzung. Das heißt, die Übersetzung ist früher gewesen, hat sich gedruckt in Zürich, 1546, dachte ich. Das heißt, in 200 Jahren, was beide Jahren wollte man im Prinzip verrechnen, beide zu Mitteljiddisch. Aber er sagt, man versteht es schon im Ganzen nicht. Die Sprache hat sich so gebieten, aber man versteht es nicht, man hat es gedacht, im Ganzen übersetzen von das Nei. Und das ist Tage neu gemacht. Das heißt, es kann sein, es ist ein bisschen Reklame, also hat übergesetzt, will sagen, es ist gewinn wichtig, also man hat es gemusst tun, also das andere ist schon gewinn schwer. Efter wollte man wollte mehr wie einer von 1000 verstanden, dem alten Text. Oder fort, bemerkt, als das ist, als die Sprache hat sich stark entwickelt in die letzten 200 Jahre von sein Guckwinkel. Es wird ihr aber wissen, was hat sich gebieten. Inzwischen die zwei Ausgabes. Erstens, ich kann auch nicht sagen sehr genau, weil, wie viel ich weiß, hat das keiner nicht ausgeforscht. Das heißt, es ist programmatisch, was ich sage. Man darf es machen, es ist klar, dass man darf es machen, aber es ist, ihr wisst nicht, ihr kennt den Sefer Josefen. Es ist ein riesiges Buch, sehr, sehr dick. Ich habe es nicht gelernt im Ganzen, nicht dem alten Nusser und nicht dem Neuen. Aber ich habe verglichen, ob ich ein paar Kapitel und ich habe bemerkt, was ich habe bemerkt, ist erstens typografisch, sind die Bücher stark verschieden. Aber das interessiert euch nicht. Ihr wollt wissen wegen der Sprache, nicht wegen der Typografie. Das alte Buch ist gemacht sehr schön, sehr sophistiziert und das neue ist Amsterdam, was hat Hashem für schöne Bücher ist es fort. Nicht so äußergewöhnlich. Aber trotzdem, die Orthographie, die Mäufen zu schreiben, hat sich gebieten, weil in dem Alten verschreibt man noch die verrundigte Vokal mit Wovjud, für Ü in König, le Moschel, und der Neue schreibt König. Der Alte nutzt in der Grammatik nutzt sehr oft dem Genitiv, dass sagt, ich weiß, wird gesagt, des Land Jehude, und der andere sagt von Land Jehude. Und das ist etwas, was bringt die Sprache, auch nennt zu unser Jiddisch. Wörter sind verschwunden. In dem Alten steht der Pronomen wir, für der erste Person Mehrzahl. In der Amsterdamer Version steht allemal mir. Ist in der wir ist sehr modne. Es hat gemusst, der Christ mitarbeiten bei dem Alten. Euch ein Verb senden, was kommt vor in dem Alten und was ist schon verältert mit Stomme in die erste gedruckte Bücher, wo es beweist sich, wird Keseder gebeten auf Schicken. 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 Ja, nicht gesandt, nur geschickt. Oder sehr oft ist das Wort Weiber geworden freuen, weil man meint, freuen.
versteht sich als der Präterit, ist in dem alten gedruckten Buch von Zürich, Doku Umetume, sie saßen, meint, sie sind gesessen, steht, sie seinen Gesetzen. Also das ist nicht im Ganzen so, wie wir wollten das gesagt, aber es ist schon eine Verbesserung, ja. Und, aber, man darf es analysieren, protimdik, wie gesagt, es ist noch nicht gemacht und ich kann auch nicht sagen, keine Sachen mehr, weil nicht allemal ist das, was man sieht in dem Neuen, eine Verbesserung. Es ist da euch eine Sache fallen, wo hat reingebracht, sein Sprach, das ist übergesetzt, hat das der Menachem Mann Melander, was ist von Amsterdam, und man sieht, Boilet, also in seiner Zeit, wie gesagt, es ist spät, für Meire Jiddisch, hat schon eine starke holländische Haspoe in sein Sprach. Das Moschel, sagt solche Sachen wie, sagt nicht stärk, sagt stärkte, Niederländisch. Sagt nicht Liebschaft, sagt liebte. No, Liebschaft ist doch gewesen ein ganz fein Wort. Was hat gedarft, da reinschmuggeln die liebte. Und solche Sachen, ich meine, Niederländisch ist schwach, aber ich habe bemerkt noch andere Sachen, was fallen mir Punkt nicht ein. Und was kommen vor in dem Buch. Ist, ich weiß nicht, das für die Frage, was ihr gestellt, auf einen gewissen Neufen, aber es ist das, was ich kann euch bringen. Und ich hoffe, ihr habt es noch nicht gekannt. Ich sicher nicht. Und beide, ich will noch verstehen, beide sind in Meirevidisch, ja, beide Verlagen. Beide sind Auflages. Meire Jiddisch, Zürich ist in weiten Meire, ja. Und Amsterdam ist noch durchaus Meire Jiddisch. Ihr habt gewollt hören, etwas wegen Mizrach Jiddisch. Also, wird ihr stellen eine Frage, weil ich Proben entfernen. Ja, ich mein, lassen wir da rübergehen zu der Eulem. In der Eulem wird haben Fragen wegen Mizrach. Es lassen wir öfter fragen wegen der Mizrach. Is dankbar gekommen, und ich will der Mann noch einmal, will sich einer in der Lektion noch einmal in öfter Übertype nehmen von Artikeln oder nehmen von Sachen, könnt ihr uns treffen auf unserem YouTube-Kanal und euch auf unserer Webseite, liegtfürjediestadt.org, liegtfürjediestadt.org. Ihr könnt sich auch abnehmen von der Schmusskästel, da verschiedene Linken, was ich auch schon gestellt. Ja, lassen wir rübergehen zu Fragen. Ihr könnt sich euch Stimmen in Fragen oder legen in der Schmusskästel-Frage. Zu Zetman, eine Frage, das, ich weiß nicht, zu Zetman Simonim von Mizrachidisch in der alt-jiddischer Literatur gedruckt in Kroke, Moschel. Ja, nicht nur in Kroke. Man sieht, also die Frage kommt auch wegen Mizrach-Jiddisch, sehr eine gute Frage, ist, von einer Seite, man sagt uns sehr oft, als die ältere Sprache, die ältere literarische Sprache, was Max Weinreich ruft, Schreibsprache Aleph, als das ist auf meirevidischer Basis und die moderne Sprache versteht sich, was wir kennen von der modernen jüdischen Literatur, ist Mizrach-Jiddisch. Das ist ja Emes und nicht Emes. Die Sprachen in Mizrach und in Meirev sind einmal gewesen sehr erneuend zueinander. Von wann wissen wir, als die Schreibsprache A ist gewesen Meirev-Jiddisch. Erstens, die meisten Sachen sind geschrieben in Meirev. Menschen haben den gekannt, schreiben etwas anderes wie Meirev-Jiddisch. Sie haben nicht gekannt. Die Menschen, die haben ja gewohnt in Mizrach und dort geschrieben und gedruckt Bücher, haben oftmals geschrieben auf seiner Sprache. Nur was, sie haben gewollt verkaufen bis in tiefen Meirev, oibes lost sich. Wie haben sie das getan? Dank dem, was Weinreich ruft, Komponentenwissigkeit, haben sie gewusst, euch zu meiden slawische Werte. Von wann wissen wir das? Wir haben ein Beispiel, ich habe der Mond früher die historische Lieder, es ist da ein historisches Lied, was hat gehabt, ein gewissen Nachleben, und es ist übergedruckt in Amsterdam. Das ist geschrieben wegen Passierungen in Mizrach, geschrieben von nicht kein genieten Schreiber auf seine Sprache, mit seinen Grammen und mit seinen Wörtern. Sie gewinnen ganze 2 Slawismen in dem Text. In Amsterdam, der Amsterdamer Druck sind sie nicht da. Und sie hat nicht verstanden oder gebieten auf etwas anderes. Und als der Eulem soll verstehen, der Eulem in Meirev soll verstehen.
ist, wir wissen das aber auch von Zenerene. Zenerene haben also mir sicher, dass das ist geschrieben geworden in Mizrach. Wir wissen, dass der Mechaber ist gestammt von Janov. Was für Janov, es soll nicht sein, es ist sicher in Polen. Und wir wissen nicht, wie lang sind, wie viel Deures hat dort gelebt. Aber sicher ist eine Sprache gewesen, ein hübsch bisschen Mizrach dick. Und wie viele Slawismen sind da in die älteste Ausgabe von Zenerene? Ihr wisst? 2. Nicht, weil hat nicht gehabt mehr in seiner Sprache. Nur, als man redet wegen Tanach, kommt da sehr Sachtheit schlossen, was ist sehr Orem in Slawismen. Und zweitens, weil hat sie ausgemitten. Ein interessantes Beispiel auf Schärfereich ist, was hat zu tun mit Mizrach und Meirev. Wie sagt man Davenen? Ihr wisst, als Davenen, das ist Mizrach Jiddisch, also in Meirev ist es nicht da, man sagt Oren. Und Oren versteht keiner nicht. Also es meint Davenen in Mizrach, jedenfalls heint nicht. Ist was sagt Zenerene? Zenerene sagt Tfileton. Das versteht man nur mit um. Es ist klug, aber es macht, die Sprache ist nicht gewesen so weit voneinander demult. Sicher hat man gehabt ein hübsch bisschen slawische Wörter und als man guckt da rein und man guckt genau, gefindt man einmal, ich habe auch gesagt, in Zenerene, man lernt das Ganze, gefindt man 2. Aber es ist doch Bücher, wo man gefindt noch mehr. Ich habe auch gesagt, als ein historisches Lied, das ist eine kleine, mit Zenerene hat auch schon gehabt, 2. Und es ist doch Menschen, was mir wollt gemeint. Also, sag Michael, ich habe vergessen zu entfernen konkret auf der Frage wegen Krocke. In Krocke hat man gedruckt, sehr oft übergedruckt, Sachen, was sind früher gedruckt in Italien, haben sie nicht in Sach Slawismen. Aber in Kubuch ist da ein slawisches Wort. Nein, sag Michael, ich vermische. In Koppelmanns Mesholem-Sammlung ist da ein slawisches Wort. Koppelmann ist gewähnt von Mizrach. Ist gekommen, das Buch hat sich gedruckt in Basel oder in Freiburg, jedenfalls in Meirev, aber hat gebringt, ein Moschel hat gebringt von der Heim, und hat erzählt wegen Atchoir, wir heißen bei ihm Atchoir, hat gewusst, dass man versteht nicht, erklärt auf dem Meirev-dicken Wort Iltis, aber hat uns gebringt das Wort, wir haben das im 16. Jahrhundert. Und ich habe gesucht, slawische Wörter, auch in Simchas HaNefesh. Und wird mir glauben, sie nicht, das wisst ihr schon. In Simchas HaNefesh sind da halber Tutz Slawismen. Der Mechaber ist sicher nicht gewähnt von Mizrach. Nur was? Hat studiert dort, hat ihm geschickt. In die Yeshiva ist dort, hat gefunden, eine Weib, hat Chassene gehabt, verraten. Mizrach Jiddisch Rederen ist, wenn redet wegen Kaschres, wegen Essenwarg, hat sehr Sache, wie ich was kennt von Reden mit seinem Weib in Kirch, ist, da mischen sich herein slawische Wörter. Ist, der kurze Entfer ist, es ist da gewisse Texte, die sind entstanden in Mizrach, und es ist da ein paar slawische Wörter in See, es ist da einmal durch ein Zufall, ein Einfluss, also. Ihr werdet mir sagen, Simchas HaNefesh, das ist gedruckt 1707, das ist schon im 18. Jahrhundert, ja, emes. Aber wir sind schon sehr zufrieden zu finden im 18. Jahrhundert ein paar slawische Wörter, wir haben nicht so viel. Und es ist sicher nicht gewesen so viel wie heute. Aber es ist sicher gewesen mehr, wie die Texten sagen und so ist, so lieb die Sibes, was ich habe auch schon gesagt. Und man darf weiter kleiden, wird man gefunden mehr. Wer hat noch, als Leute mir, im 18. Jahrhundert, in einer spätiger Zeit, nicht in Amsterdam, aber lassen wir sagen, in Bücher, was man druckt in Berlin, was man druckt in Frankfurt, viele, das ist eine Zeit, wenn Meirev Jiddisch geht herab, es geht barg herab. Aber es ist Literatur für Frumme, für Menschen, was darfen Punkt das. Und das ist teilweise
Menschen, die in den Krieg gekommen im 17. Jahrhundert von Polen und andere misrechdike Länder. Ich meine, als die Sprache in Meirev wird ein bisschen misrechdiker, speziell in unserem Werk. Und der Fall ist es gedeiht zu gucken, nicht bloß auf Wörter, weil Wörter ist gering zu finden, ja. Wir haben alle eine gewisse Komponentenwichtigkeit, wo sagen, Slawisch. Aber euch in der Idiomatik, in dem Syntax, gefindt man gewisse Sachen, man darf gut gucken. Le Moschel, ihr habt geredet wegen Krokever gedruckte Bücher, in dem, dachte sich in dem Sefer Yeshua, was hat sich gedruckt in Kroke, steht jetzt, was sie ist, ich kann es euch nicht zitieren, ich will nicht jetzt lang suchen, weil ihr sagt, man hat nicht die Zeit. Es steht etwas wie Heint morgen. Heint morgen, das kennen wir auf Jiddisch, aber auf Deutsch ist es nicht da, ja, man sagt nicht Heint morgen. Ich meine, das ist Slawisch, das ist kalkiert von Polisch. Das ist relativ früh. Ein Idiom, was ist Leut mir, Mizrachidisch. Ich sehe, sie mit sehr gehäubene Hand und will fragen schon lang und ich schweige nicht. Ich kann mit ihm losen reden. Ja, ich meine, ich bin das Frage gefallen in der Schmusskästel, was sie wegen Meisebuch, ich kann sagen 2 Wörter wegen dem, was es nicht dormant. Ich habe gelernt an einer Frage wegen dem Josifen, ihr darf wissen, dass in Frankfurt ist so eine große Sammlung altjüdische Bücher und sie sind alle digitalisiert, wir können sie alle finden dort, ganz gering. Aber das Seitel, was ich habe gewiesen, ich kann euch geben dem Adress, das habe ich noch nicht getan, das lasse mich es tun. Und wir können sehr gering mischen auf zurück zu sehen dem Scharblatt und hin und her. Und die Frage habe ich nicht gehört. Ich darf sie hören noch einmal. Das ist der Sefer Yosef von der Sof von der Hagdome, wo sagt, dass man darf lieber machen die Übersetzung, was ich habe gehalten für. So interessant Frage. Sagt mir, welche Frage ich darf in der Emessen geben. Ja, man fragt wegen Meisebuch. Wegen Meisebuch? Wir können sagen, ja, 2 Wörter, weil man das nicht dormant, klar. Ja, da mir ist der Mann, ja, das ist, aber das ist wieder ein Buch, was ich kenne sehr gut zufällig, ist, was wollt ihr wissen? Kennt sich, Avraba, kennt sich, ausstimmen und fragen, weil ihr wollt? Das Meisebuch, das ist eine Sammlung Meises, was im Prinzip haben sie am Musser. Wir kennen sie nützen, Moschel in Adrosche zu illustrieren, wie wichtig es ist, zu Iten Shabbos und solche Sachen. Die Meises sind genommen von der Gemorre. Aber es ist nicht bloß das. Also das ist gute Beispiele, das hat Gaster schon geschrieben und gesagt, das hat es übergesetzt auf Englisch unter dem Titel seid mal, es ist nicht sein Titel, aber The Exemplar of the Rabbis ist ein Buch, wo nutzt die Beispiele Meises. Aber hat auch schon gewusst, als in der Emessen, in der Miet sind legendarische Meises und Rhein und Dunai-Gegend herum die Chsidei Ashkenaz, also das heißt der Jude Chossid und Shmuel Chossid. Und uns ist da weiter dicke Meises, was man weiß nicht allemal genau, von wann sie sind genommen. Und zwischen sie ist da Poshet Volksmeisalach. Es ist nicht so viel, aber das sind die Meises, was die Folkloristen haben speziell lieb, weil sie sind übergenommen, weißt du es, von Volksmäul, wenn nicht wenn, und auf etwas an Neufen sind sie rein in der Sammlung. Also das Buch ist gedruckt das erste Mal in Basel 1602, aber wir haben 2 große Xaviaden, die sind älter von dem, was haben sehr einen ähnlichen Inhalt. Also sie haben noch die 3 Teilen, was ich habe jetzt beschrieben. Und
sie haben euch in der Formulierung gewisse Ähnlichkeiten, das ist nicht ein großes Wunder, wenn sie übergesetzt von der Gemorre. Aber es ist sprachlich sehr interessant, aber nicht homogen. Das ist, wir können nicht also gering schreiben etwas wegen der Sprache von Meisebuch, weil wir wissen nicht, wie viele Xaviaden sind zu neu gekommen, wie viel Strommelech sind vereinigt in ein Buch. Gewisse Sachen weiß man, sie sind ganz spät zugekommen zu dem Meisebuch, weil man hat den Eindruck, sie sind genommen von hebräischen Büchern, was haben sich gedruckt in Basel nicht lang vor dem. Aber das ist bloß gezählte meistens beim Samesof, was kommen nicht vor in die Xaviaden, was sich auf der Monte, ja. Aber was sagen uns, etwas wegen der Sprache von die letzte, was haben bearbeitet, das Buch. Also, Vielen Dank. Ich will wissen, ich habe gefragt, ja? Ja. Ja, wegen dem Meisebuch. Ich denke, es ist etwas sehr wichtig. Entschuldige, ich habe nicht keine Stimme. Sie ist sehr gut, was man hat. Sie ist sehr gut, was man ist der Mond. Sie ist ein Buch, wegen welchen sie ist da ein hübsch bisschen Forschung. Wir können noch forschen und gefunden als auch Sachen, aber man hat schon ein hübsch bisschen geforscht. Entschuldigt. Und, geht früher, ich will zugeben, ob ich habe. Nein, Pusche, ich weiß, bei Weinreich hat etwas geschrieben, wegen Buch. Wegen dem Meisterbuch. Das ist in the field of Yiddish. Wir haben eine Sache, eine Sache Schriften, ja. Ja, man hat nicht nur hat man geforscht, man hat euch übergesetzt, das Meisterbuch. Man hat es übergesetzt auf Englisch, man hat es übergesetzt auf Deutsch. Ja. Übergesetzt teilweise auf modernem Jiddisch. Das ist so ein Band von Meitles. Ja. Noch etwas, wo redet ihr nicht, beklar nicht, wegen Aramäisch. Weil Aramäisch ist damit gewesen in Jiddisch. Ja, wir sagen gewöhnlich Loschen Koidisch. Wir meinen, als Loschen Koidisch nimmt rein, beide Sprachen, Chotsch versteht sich als Semitist, wird halten, als es ist zwei verschiedene Sprachen. Es ist da Menschen, was meinen, als der Unterschied ist ganz klar euch in der aschkenasischen Tradition und andere, was meinen, als es ist bloß, also sozusagen ein zweiter Stapel von Loschen Koidisch, zu welchen ist der Griechen nicht alle. Aber wenn ich sage Loschen Koidisch, meine ich Hebräisch mit Aramisch in einem, so zu sagen. Und sie sehen es, als schönen Dank. Auf Jiddisch ist da ohne schier aramische Werte. Schönen Dank. Ich meine, die letzte Frage wird sein, und die letzte Frage vom Kruder, mit der Reif auf andere Sachzeit. Wir hören nicht, aber der Mikrofon ist verloschen. So. Ja. יש סיפור של המשפחה שלי. Ich war ein kleiner Bub und ich bin in Wien in Österreich aufgewachsen. Und ich bin mit meiner Mutter spazieren gegangen. Und ich habe nicht Jiddisch gelernt, aber ich habe Deutsch gelernt und Wienerisch. Und ich war mit meiner Mutter in einem Geschäft. Ich war 4 Jahre alt ungefähr, ein kleiner Bub. Und das war ein Geschäft mit Schmuck, mit Ringen, Ketten und Gold und Silber. Ein Goldzieher. Auf Jiddisch sagt man, glaube ich, Goldzieher. Das war ein Goldzieher. Und
bin immer mit meiner Mutter einkaufen gegangen und spazieren. Und die Leute waren so, wie sie waren. Wir haben was gekauft, bezahlt und sind gegangen. Aber bei diesem Geschäft war das anders. Da waren die Leute so lieb und die haben so anders gesprochen. Und ich war dort, also ich als kleiner Bub und meine Mutter, die wollte dort irgendwas. Und die Leute, das waren ein Mann, ein älterer Mann und seine Frau. Und die haben uns, meiner Mutter dort den Schmuck gezeigt und die Ringe oder Ketten, ich weiß nicht, was sie wollte, das weiß ich nicht mehr. Aber ich kann mich ganz genau noch erinnern, wie die gesprochen haben und wie lieb die zu uns waren. Und warum? Ich habe nicht verstanden, warum sind die jetzt so lieb zu uns? Und wie wir dann gegangen sind auf der Straße, da habe ich meine Mutter gefragt, habe sie gefragt, die sprechen so anders. Wer waren denn diese Leute? Sind das Deutsche? Und da hat sie mir gesagt, nein, das sind Juden. Und das war ja so eigenartig für mich und so neu und ist ein ganz wichtiges Erlebnis in meiner Kindheit. Zu dem Vortrag, für den ich mich bedanken möchte, der war wunderschön und hat mir sehr viel für mein ganzes Leben und so weiter gebracht. Das Ganze, die kleine Geschichte, ist ein Beweis dafür, dass Jiddisch offenbar nicht aus dem bayerisch-österreichischen Raum kommt, sondern aus dem mitteldeutschen Raum, weil das habe ich als Kind gehört, weil ich bin mit dem Bayerisch, also mit dem Wienerisch, ich bin mit dem wienerischen Akzent aufgewachsen und habe gehört, ja, ich habe geglaubt, das sind Deutsche. Das ist irgendwie auch lustig. Ja, aber es waren Juden. Und für dem schönen, interessanten Anekdote, ich weiß nicht, Sie alle haben verstanden, aber gegen ich mit Jiddisch in deutschen Ländern in einer Zeit in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts in Österreich, in Wien, ist gewesen eine große Kehle euch von Mizrach-Jiddisch Reders. Ihr wisst, dass man gedruckt auf Jiddisch in Wien, als ist da, Literatur ist entstanden dort, ist die Menschen mit welche Rüdiger zu tun im Geschäft sind, müsste man nicht gewinn stark verinteressiert in Literatur, aber es ist gewinn an Neulem und gekannt, sich antreffen mit Mizrach-Jiddisch in Wien, hat sich schon nicht gekannt, antreffen mit Meiref-Jiddisch in jenen Jahren. Man wollte gedacht sein, eine Sache älter, aber das, was ihr sagt, wegen die Dialekten, sie sehr schwer zu passen. Ich meine, ich habe vergessen, das euch zu sagen, in einer gewissen Maß ist es euch bei Herschlen, mit der Jiddisch zurück vorgekommen. Der deutsche Element, weil von Loschen Koidisch und von slawischen Wörtern, man versteht sich gar nicht dann mit den Mitteln von der deutschen Dialektologie. Aber das, was Jiddisch hat, existiert nicht auf der dialektologischen Mappe, aber wenn wir kennen deutsche Dialekten, und es ist da auch Menschen, was haben in euer ein oder zwei Dialekten, und man hat einmal den Eindruck, als man erkennt. Man bemerkt nicht das, was ist fremd, man bemerkt das, was ist wie jener Dialekt, gewöhnlich ein Dialekt, was wir kennen, nicht sehr gut, aber genug zu haben, gewisse Sachen, was sind sehr verspreit. Teilweise sind da viele Sachen, was knapp alle Dorem, die deutsche Dialekten haben Beschutzfest. Aber nicht das ist der möglich uns zu bestimmen, welche Dialekten sind in vorgekommen. Und eine Sache, was ich habe gedacht, sich euch vergessen zu sagen, was ist verbunden mit dem, ist, ihr Leute der Geschichte von der Sprache, so wie wir haben sie nicht bei MS gut erzählt, versteht man, dass die slawischen Sprachen von dem Arum haben gehabt eine große Haschpoe auf der jiddischen Sprache. Versteht sich, Jiddisch ist keinmal nicht gewesen allein. Ein Jiddisch-Reder hat allemal etliche Sprachen. Der stereotypische Jiddisch-Reder hat sich gelernt, ein hübsch bisschen Loschen Koidisch. Der Pfarr ist im Gring zu erkennen Loschen Koidisch. Wer redet noch, wenn kann lernen und sieht, dass die Wörter sind geschrieben anders, wie der
recht sprach. Wie wird nicht wissen? Kann reden mit dem Arum in Deutschland Deutsch, Leben sein Meire Jiddisch, in gewisse Kanten, a slawische Sprache, wenn es ist Mizrach Jiddisch, und in andere Länder das, was die Goyim reden dort. Versteht sich, als die Sprachen haben gehabt a größere Haspoi. Wir wissen, als Slawisch hat bewirkt Jiddisch in a größer Moss. Ihr meint denn als Deutsch, dort von Deutsch, sehr erneuter Korrekt zu Jiddisch, wird gerät. Euch leben Jiddisch, wird es nicht haben a starke Haspoi, wird es nicht bewirken auf dem deutschen Element von Jiddisch, avade. Ist das heißt, als dorten, wo es gewinnt Kontakt mit Deutsch und in Mittelalter, ist das auch gewinnt in Kroke, mit der Mond Kroke früher. So in Kroke ist bis im 15. Jahrhundert gewinnt Händlers, nicht nur Jiden, auch Deutsch. Was haben gerade Deutsch? Sicher haben sie gehabt Kontakt mit den jüdischen Redern und sicher hat Kroke wer Deutsch gehabt a Haspoi auf dem polnischen Jiddisch. Gut, ich meine, das ist die Zeit zu zuschließen. Wir sind schon rüber mit darum 15 Minuten. Ich weiß nicht, wie viel Zeit ihr habt. Bei mir ist noch nicht die ganze Nacht da viele, aber ich wollte gekannt noch reden, aber öfter man reden ein andermal oder man wird stehen in Kontakt und prüfen verantworten, als was soll sich heint nicht bekommen. Es ist da wegen was zu reden, wie ihr habt gesehen. Zu jeder Buch, was mir der Mond und zu Bücher, was mir hat bloß gewiesen, wird man gekannt reden lang. Ich weiß nicht mehr, was interessiert alle Menschen. Ich habe zuletzt eine pushete Frage. Du siehst, wo uns reden wir Hand. Wie alt ist sie? Und du riefst sie moderne Jiddisch, die handige Jiddisch. Ja. Das ist final. Das heißt, die Sprache hat sich entwickelt, ich habe nicht gewollt machen, keine Periodisierung und eigentlich sagen, von wann an ist die moderne Sprache. Sicher ist, als, lassen wir sagen, sind im 18. Jahrhundert, hat sich die Sprache winzig gebieten, gab dem, was wir reden heint. In Mizrach. 1908, die Konferenz in Czernowitz, hat etwas getan, der Sprache? Sie hat geändert, die Sprache? Nein, sie hat sie nicht geändert. Sie hat geprüft, ihr zugeben Chives, aber die Sprache ist schon gewähnt, die Literatur ist schon gewähnt, und die Literatur lernen wir bis heute, und wir haben den Eindruck, es ist unsere Sprache. Es ist nicht so stark verältert. Wir haben versteht sich ein paar Wörter, was sie haben noch nicht gehabt. Sie haben gehabt, moderne Ausdrücken, was wir nützen schon nicht, aber es hat sich nicht gebieten, in sehr wogige Sachen. Ich wollte gesagt, als demult und a viele 100 Jahre vor dem, dass die Sprache schon gewähnt relativ fest, also wie wir beschreiben Jiddisch heint. Was es tut sich heint in gewisse Kanten, wo Jiddisch wird ein bisschen zersplittert, das ist eine andere Frage. Gut, mit dem wird man endigen und ein schönen Dank noch einmal für alle. Seid gesund. Danke für die Frage, das ist eine Sache, ein besserer Sof, wie meine philologische Bemerkung. Seid gesund, Karl. Seid gesund, danke. Seid gesund.